Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Heute am Abend wollen wir darüber reden, wie man Hallo sagt. Hallo. Also, wer ist schon da? Hallo Olivia. Vielleicht braucht es noch ein Zeitchen, bis sich die Leute aufschalten, weil ich habe auch fast Zeit vergessen. Es ist so schnell 8 Uhr gewesen. Am 8. Haben wir anfangen und jetzt sind wir ein bisschen spät. Also es tut mir leid für die Verspätung. Ich muss sagen, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe oder so, dann bin ich immer ganz knapp dran. Und wenn ich sie begrüße, hallo, dann nachher muss ich mich meistens entschuldigen oder ich muss mich ab und zu entschuldigen. Es tut mir leid für die Verspätung. Ja, also, hallo Olivia. Macht nichts, sagst du. Okay. Am Samstagabend ist es so weniger wichtig wie zum Beispiel im Berufsleben, wenn man einen Kunden trifft oder wenn man also etwas abgemacht hat und ganz einen engen Terminplan hat, dann nachher ist es sehr wichtig, dass man pünktlich ist. Also man sagt, die Schweizer sind sehr pünktlich. Die Schweizer Olivia, du bist nie zu spät, ja? Also du hast eine ganz gute Schweizer Eigenschaft, wobei ich denke, das können die Schweizer nicht nur für sich pachten, das ist nicht nur ihres Ding, dass sie pünktlich sind, aber es gibt auch Schweizer wie ich, die sind so immer eine Minute zu spät oder 2 oder so. Nicht immer, ich muss ehrlich sagen. Das ist übertrieben. Also, heute haben wir einen Livestream zum Thema Hallo sagen. Hallo. Wie können wir sonst noch Hallo sagen auf Schweizerdeutsch? Also Hallo ist ja etwas sehr Internationales. Olivia, du hast das erlebt, also du findest auch, dass das stimmt. Im Alltag hast du das überprüft. Schweizer sind immer pünktlich. Vielleicht hat jemand etwas anderes erlebt, ich weiß nicht. Wenn ihr möchtet etwas schreiben, dann könnt mitchatten auf dem Livestream und ihr könnt mir schreiben, was ihr denkt. Weil es sind ja nicht alle Schweizer gleich. Genau. Hallo zusammen, genau, kannst du auch sagen, Olivia. Hallo zusammen. Vor allem, wenn du in eine Gruppe kommst, ist das gut, wenn du nur eine Person siehst, dann sagst du Hoi. Und meistens, wenn du in eine Gruppe kommst, wenn mehrere Leute schon zusammen sind, dann sagst du Hoi zusammen. So an ein Treffen oder in eine Klasse oder zum Beispiel im Turnverein, im Club, irgendein Club. Vielleicht sind ihr ja Mitglieder von einem Club oder wenn ihr ins Fitness geht und dort schon viele Leute sind, Kollegen von dir dort sind, dann kannst du sagen, «Hoi zusammen». Olivia, du sagst immer «Hoi zusammen». Man kann aber auch noch «Salut» sagen oder «Salut». Das ist dann mehr Richtung Bern oder Fribourg, wo man «Salut» sagt. Das ist schon ganz, ganz nah am Französischen «Salut». Also praktisch gleich vom Französischen zum Französischen, weil wir mehr Kontakt haben mit den französisch sprechenden Schweizer, die alle «Salut» sagen. Und das ist es eigentlich übersetzt «Heil», aber auf Schweizerdeutsch sagt man nicht «Heil». Das darf man nicht sagen, aber auf Französisch «Salut», das ist gut und das hat eine schöne Bedeutung. Salut ist auch mega cool. Salut. Oder wenn man per Sie ist oder auch sonst kann man mit allen kann man das, also die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, so Hallo, Salut, Sali, Hoi,
Das ist, für Freunde, für Kollegen, wenn man mit den Leuten per Du ist, ja? Wenn man mit jemandem per Sie ist, dann sollte man das nicht sagen, ja? Dann, sollte man eher sagen: «Grüezi.» Kennt ihr das? Das habt ihr sicher schon gehört. Grüezi. Das heisst: «Ich grüße Sie.» Das ist so 'n bisschen, 'ne Kurzform und es kommt von dem: «Ich grüße dich.» Ich Grüezi, ja, Grüezi. Und darum sagen die Berner nicht Grüezi, sondern die Berner sagen Grüß sich, ja? Ah, Olivia, du sagst immer Grüezi in den Bergen, wenn du jemanden triffst. Genau, das ist ja so etwas, was man nicht in allen Ländern macht. Natürlich, wenn man in der Stadt ist oder innerorts, wo es viele Leute hat, dann grüßt man die anderen nicht. Man sagt nicht jedem Hallo oder Grüezi. Aber wenn du auf dem Land bist, irgend in den Bergen neimet oder im Wald oder irgendwo, wo es nicht so viele Leute hat, dann nachher, sagt man den Leuten, grüßt man die Leute, ja. Man sagt Grüezi oder Guten Morgen oder Guten Abend. Also man grüßt einander, so mehr auf dem Land, unterwegs, in der Natur. Dann ist das gang und gäbe, das ist normal, ja, dass man einander grüßt. Und dann, wenn ich manchmal mit meinem Mann zu Polen bin und, meine Gewohnheit, die Leute zu grüßen, ähm, im beibehalten, ja. Und dann, wenn man im Wald jemandem begegnet und ich sage, natürlich nicht auf Deutsch «Grüezi», aber auf Polnisch, dann nachher schauen sie mich so an und denken: «Hey, kenne ich die? Wieso grüßt die mich?» Ja, aber, ich glaube, man fängt auch mehr an, einander zu grüßen. Ich finde das eine schöne Tradition, dass man, jemand grüßt, wenn man unterwegs ist, ja? Dass man, merkt: «Aha, da ist ein anderer Mensch und ich tue ihm Hallo sagen oder ich tue ihm einen guten Tag wünschen oder einen guten Morgen.» Oder so. Aber meistens unterwegs sagen wir «Grüezi». Genau auf der Wanderung, das ist auch für mich immer, «Grüezi». Und die Berner sagen «Grüess euch». Da habe ich noch nicht weitergefahren. Wieso sagen die Berner nicht «Grüezi», sondern «Grüess euch»? Oder auch also die Freiburger, wie sagen die Freiburger sagen mehr «Tag wohl» zum Beispiel. «Tag wohl». Nicht so viel «Grüess euch». «Grüess euch» ist mehr Berndeutsch. Aber wieso sagen die Berner «Grüess euch» und nicht «Grüezi»? Vielleicht kann die Olivia das, schreiben, vielleicht weisst du das, sonst komme ich später noch einmal drauf. Und sehr viel, wenn wir einander grüssen oder Hallo sagen, vor allem, so unter Freunden oder so, oder wenn man auf der Straße jemanden trifft, den man kennt, sagen wir: «Hoi, wie geht's?» Ja? Und dann ist es gut, wenn du dir Zeit nimmst und antwortest. Ich weiss nicht, wie lang das deine Antwort sein sollte. «Gut, danke» oder «Es geht». Meistens sagen wir «Gut, danke» oder vielleicht «Super» oder «Es geht». Aber wenn wir sagen: «Ah, es geht nicht gut», dann fragt man: «Ah, wieso, warum?» Und vielleicht, will man eigentlich gar nicht lang reden, sondern man sagt einfach: «Hallo, wie geht's?» So einfach so schnell zum freundlich sein, aber man möchte schnell weiter auf den Zug oder man hat nicht so viel Zeit zum Reden. Man muss das ein bisschen rausspüren. Also, ich habe gemerkt, dass die Welschen, die ich gesehen habe häufig, die haben manchmal gesagt: «Salut, ça va?» Also: «Hallo, wie geht's?» Aber sie sind gerade weitergelaufen. Sie haben keine Zeit gehabt, zum Hören, was ich antworte. Sagen: «Ah, wieso hast du jetzt wissen, wie es mir geht oder nicht?» Ja, also ich habe keine Zeit gehabt zum Antworten. Das ist einfach so 'ne Floskel. «Salut, ça va? Hallo, wie geht's?»
Ja? Aber, eigentlich, wenn in der Deutschschweiz jemand fragt: „Wie geht's?", dann tut man meistens schon antworten, meistens eher kurz, so: „Danke, gut" oder „Es geht" oder so. Ja? Hast du das auch schon gemerkt? Hast du, Erfahrung mit dem oder wie ist das bei dir im Land, wenn man jemandem begegnet, wo man nicht kennt, in den Bergen oder in der Natur oder ein bisschen nebendaussen, tut man dann die anderen grüssen, oder, sagt man nichts, tut man sie ignorieren? Ja? Und wie ist das bei dir, wenn jemand fragt: «Hoi, wie geht's?» oder «Gute Grüezi, wie geht's?» Ähm, tut man dann antworten? Fragt man das überhaupt? Ja? Oder tut man dann antworten oder vielleicht tut man dann sehr eine lange Antwort geben oder eine kurze Antwort geben? Olivia, du findest auch, begrüßen ist wichtig. Das ist eine schöne Tradition, finde ich auch. Ja. Okay, und eben meistens tun wir, wenn wir einander begegnet, wenn wir einander sehen, dann tun wir auch und wenn wir einander ein bisschen kennen, natürlich, wenn, ein wildfremder Mensch frage ich nicht: «Hi, hey, wie geht's?» Aber wenn wir einander kennen, dann tun wir auch fragen: «Wie geht's?» Sehr viel. Das finde ich schön. Oder: «Wie hast es?» Du kannst auch fragen: «Wie hast es?» Oder: «Was fragst du? Wie hast es?» Oder: «Wie läuft's? Wie läuft's?» Oder: «Grüezi, wie leben Sie?» Hm. «Wie lebt ihr?» Plural. Also wenn ich «Hallo zusammen, wie lebt ihr?» Oder «Wie lebst?» «Hey, ich habe dich schon ewig nicht mehr gesehen. Wie lebst? Was machst?» Ja? «Wie hast es?» Das ist, wenn man einander schon lange nicht gesehen hat, dann, ist man interessiert an der anderen Person. Und wenn man sich trifft, muss man doch die Chance nützen und fragen: «Wie geht's? Wie lebst? Wie hast es? Ich bin doch interessiert an dieser Person.» Vor allem, wenn ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. «Hey, ich habe dich schon so ewig lang nicht mehr gesehen. Schaffst du immer noch für die Firma? Oder hast jetzt, deine Freundin geheiratet? Oder, hast du Kind? Oder bist du noch ledig?» Oder das sind ganz interessante Fragen, wenn du jemanden schon lang nicht mehr gesehen hast. Oder, plural kann man auch fragen: «Hey, wie geht's euch?» Wenn man ein Paar trifft oder wenn man eine Familie trifft, ja? Oder: «Wie habt ihr's? Wie habt ihr's?» Ja? Wir haben's gut. Wir haben, uns geht's gut, ja. «Wie läuft's?» «Ah, das Geschäft läuft ganz gut, danke.» Oder, «Es läuft super, prima.» Oder, «Wie lebt ihr?» «Wie lebt ihr?» Ja, also, es gibt ganz viele verschiedene Arten, zum Fragen, wie sich jemand fühlt, wie es ihm geht. Olivia, du schreibst, Smalltalk ist wichtig. Genau. Das ist ein bisschen, das braucht's. Man kann ja nicht am Anfang sich treffen und sagen: «Hallo, was denkst du über die und die Politik?» Oder sehr tiefe, intime Gespräche anfangen, ohne dass das langsam abtasten, langsam die Verbindung aufnehmen, spüren, wie geht's dem anderen. Ja, das ist Smalltalk ist sehr wichtig, genau, für die Beziehung. Dass man einander sagen kann. Man kann auch
über das Wetter reden zuerst und dann nachher auf andere Themen kommen. Das ist sehr beliebt. Sehr wahrscheinlich nicht nur in der Schweiz. Jetzt haben wir viel können darüber reden, wie das kalt ist und es schneit. Ende März, Anfang April haben wir Schnee gehabt und das ist natürlich ein Thema, wo man sogar mit fremden Leuten im Bus oder auf dem Tram oder im Zug kann anfangen reden und so kann in ein Gespräch kommen. Olivia, du findest das Wetter langweilig? Ich finde das Wetter manchmal interessant, vor allem wenn ich mit Leuten rede, die noch jemand anders wohnen und ganz anderes Wetter hatten. Zum Beispiel, einmal war es bei uns sehr kalt und ich habe mit Amerika telefoniert und dort, also es war ein Videoanruf und die Frau ist im T-Shirt draussen gesessen und sage ich, was ist los? Hast du Sommer? Und sie hat 25 Grad gehabt. Ja, aber jetzt hat es wieder geschneit. Also im Sommer, vor allem im Frühling, würde ich sagen, ist es ein bisschen eine Achterbahn. Es geht auf und ab von einem Extrem ins andere. Das Wetter ist immer langweilig. Nicht unbedingt. Das Wetter, das kann ihm auch etwas sagen über die andere Person und es kann irgendwie wieder etwas geben, dass man dann weiterreden kann über ein anderes Thema. 25 Grad findest du mega cool, Olivia. Ich weiss nicht, ob 25 Grad so cool ist. Im Frühling, schon im März, 25 Grad. Ich weiss nicht, was das mit der Natur macht. Wenn das nur ein Tag ist, dann ist das okay. Aber wenn nachher die Natur sehr vorwärts geht und blüht und alles und dann kommt wieder der Frost. Es ist sehr angenehm natürlich, wenn du rausgehst in die Sonne und du kannst im T-Shirt und in den Shorts rausgehen und dich an der Sonne freuen, das ist schön, aber manchmal ist es für die Natur nicht so gut. Genau, man kann auch über die Familie reden, das ist auch ein interessantes Thema. Jeder hat ein bisschen eine andere Familie, Kind, alle machen etwas anderes und das ist immer ein gutes Gesprächsthema, vor allem unter den Freunden. Wir tun viel austauschen, was macht jetzt der Freund von uns oder was macht die Person, die wir beide kennen oder so. Tun wir auch viel besprechen. Olivia, nein, du fragst eigentlich nicht, wie ist deine Mann, sondern wie geht's deinem Mann? Also, wie geht's dir? Wie geht's ihm? Wie geht's ihnen? Wie geht's euch? Das ist alles Dativ. Also, du kannst auch fragen, wie geht's deinem Mann? Wie geht's deinem Kind oder deiner Tochter? Oder vielleicht weisst du, dass die Mutter irgendwie ein Gesundheitsproblem hatte und du fragst, wie geht's deiner Mutter? Ja? Oder was machen deine Kinder? Ja? Nein, Olivia, du sagst nicht, wie geht's deine Frau, sondern du musst Dativ brauchen. Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deinem Mann? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deinem Hund? Oder deiner Katze? Oder deinen Eltern im Plural? Wie geht's deinen Eltern? Wie geht's dir? Genau. Du kannst auch ganz kurz sagen, wie geht's? Oder wenn jemand dich fragt, wie geht's, dann sagst du, danke gut. Und dir? Also nicht und du, sondern wie geht's dir? Ist Dativ, also und dir. Oder wie geht's Ihnen, Herr Erni oder Herr Müller, wie geht's Ihnen?
Und er sagt, danke, gut und Ihnen. Ja? Aber wenn ich frage, wie lebst du, dann ist du das Subjekt, wie lebst du? Ja? Und dann, wenn mich jemand fragt, wie lebst du, Katrin, dann kann ich fragen, super, gut, alles in Ordnung. Und du? Also dann sage ich nicht und dir, sondern und du. Das hängt von der Frage ab, wo jemand stellt. Welche Funktion im Satz hat denn die Person? Ist das ein Subjekt oder ist das ein Dativobjekt? Ja. Und wie hast du es? Das ist auch, was sagen wir denn? Wie hast es du? Oder wie hast es dir? Was sagst du? Also, wenn jemand mich fragt, wie hast du es? Wie läuft es? Also, wie hast du es? Sage ich, oh, gut. Und du? Wie hast du es? Ja, dann ist es Subjekt. Und bei der Frage, wie läuft's? Wie läuft's? Das ist immer, wie läuft's? Weil da ist as Subjekt, also it. Und das wechselt nicht so. Wenn ich auch mit einer Gruppe von Leuten rede oder mit einem Ehepaar oder einer Familie, dann kann ich sagen, wie läuft's? Und die Frage bleibt immer gleich. Ja, wie geht's dir, Olivia? Hast einen schönen Samstag gehabt. Die Hälfte vom Wochenende ist schon vorbei. Ich hoffe, du hast den Samstag nutzen und hast einen schönen Samstag gehabt. Mir geht's gut. Ich habe mir heute Zeit genommen zum Lesen, zum Rausgehen in den Wald, spazieren, walken. Also ich war mit den Stecken unterwegs, Nordic Walking, und mit einer Gruppe und Familie besuchen, meine Schwiegermutter besuchen und so weiter. Also wir haben einen schönen Tag gehabt. Ja, und wie geht es euch? Also, ich tue einmal wiederholen. Wenn wir per Du sind mit jemandem, dann nachher sagen wir Hallo oder Sali oder Hoi. Oder vom Französischen her, vielleicht eher ein bisschen westlicher in der Schweiz, dann sagen wir Salut oder Sali. Die Luzerner sagen auch noch viel Sali. Sali. Sali, du. Ja. Und wenn wir per Sie sind, können wir sagen Grüezi. Und jetzt muss ich das Rätsel noch auflösen. Berner sagen Grüß sich. Und zwar tun die Berner die formelle Rede, also die Ansprache, wenn wir jemanden nicht kennen, wenn wir jemanden anreden, im Laden unterwegs, eine Person, die wir per Sie sind. Also sie sind nicht per Sie, sie sind per ihr. Sie tun ihre Berner. So wie im Französischen tut man vous voyez, also man braucht die zweite Person Plural, um formell jemanden anzureden. So tut man im Berndeutsch auch, und ich glaube im Freiburgerdeutsch auch und im Walliserdeutsch bin ich nicht sicher, aber auf jeden Fall die mehr im Westen sind, die Dialekte, die tun ihre und nicht sitzen. Also darum sage ich, müssen sie dann sagen, nicht ich grüße Sie, sondern ich grüße euch. Zweite Person Plural ist euch, so wie wir zu einer Gruppe reden. Ja? Und darum, ich grüße euch, wird dann gekürzt zu grüß euch. Grüß euch. Darum sagen die Berner grüß euch und andere Schweizer sagen grüezi, also die grüezi sagen, die sitzen und die grüß euch sagen, die formell jemanden anreden. Wenn sie formell jemanden anreden, dann sie ihre, also die zweite Person Plural brauchen. Genau, das ist die Auflösung von unserem Rätsel. Olivia, du sagst immer Grüezi, genau. Du kommst aus du wohnst in dem Teil von der Schweiz, wo man siezen. Ja, und zwar, wenn du fragst, wenn man auf Berndeutsch fragt, wie geht's, dann sagen sie, wie geht's?
Oder wie geht's euch, Herr Meier? Ja, wie geht's? Frau Hurni, wie geht's? Ja? Oder wie geht's euch? Oder wie habt ihr's? Also nicht wie haben sie's, sondern wie habt ihr's? So wie wenn wir zu einer Gruppe reden. Ja? Oder wie lebt ihr? Wie lebt ihr? Nicht wie lebst oder wie leben sie, sondern wie lebt ihr? Das ist Berndeutsch, die ehren. Und es tönt, die Berndeutsch reden, die müssen auch ihr brauchen als formelle Sprache. Und die nicht Berndeutsch reden, Zürichdeutsch, Luzerndeutsch, Aargauerdeutsch und so weiter, die sitzen und dann können sie auch können sie nicht gut «grüß sagen, weil das passt dann nicht. Olivia, dir gefällt das Berndeutsch, du hast das gern. Schön, mir gefällt es eigentlich auch, aber vielleicht habe ich einen kleinen Berner Touch, wenn ich rede, aber ich tue immer noch sitzen und vielleicht ist das mehr Luzern, Zürichdeutsch, weil meine Eltern kommen aus Zürich und Luzern, also bei uns in der Familie hat man gesitzt. Tut man sitzen immer noch, ja, und nicht ihre. So, das ist alles, was ich sagen wollte. Hat mich gefreut, dass ihr da sind. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ganz ein schönes Wochenende, noch den Rest, noch einen schönen Sonntag und einen schönen Abend, schönen Samstagabend und bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht genau wann, aber wir treffen uns sicher wieder, wenn du willst. Dann komm reinschauen. Es gibt auch einen Montagabendkurs, wo du kannst jeden Montagabend eine neue Lektion mit mir mitmachen, also im Livestream und Chat. Und du findest den Link da unten dran, wenn du interessiert bist oder wenn du schon ganz fortgeschritten bist und schon alles verstehst auf Schweizerdeutsch und möchtest, oder fast alles, und möchtest deine Konversation ein bisschen üben, deine Kommunikation und das ein bisschen flüssender reden, dann kannst du dich auch am Montag am Abend am 9 Uhr für den Konversationskurs einschreiben. Ja. So, das ist alles von mir. Ich wünsche euch ganz eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Macht's gut, geniessen die Zeit mit eurer Familie, beim Pflegern, trefft Freunde und übt Schweizerdeutsch. Macht's gut. Tschüss zusammen.